grazie fitch wo mis insieme a mai con Nadia Runker, ci des dalla Erladina, Erladin, e là las sias Dolomites, no ven qui una copcia delle Dolomites, un po' più piccole, ma io ho scelto le premesse per nostri incleti, che non discorrono la stessa lingua, e è stato in church qui, cioè, aiuto fin alle orecchie per provare ad inclere. Non si fa mica tanto un po' di più qui, no, in giardino, perché non pensano che non avessero da inclere, e non in club gusto che non si incontrano Plätze ci sono gli stessi, per esempio, è di noi, e di Schnia, o se non si inclinano, no, di discorrere della nullità di questo mondo. E da scena avanti, da ora vai tenere una poesia, ma la dia loro più tardi, che in Plätze non è un club gusto, sono gli stessi Plätze. E appunto, si può tradurre l'espressione del Tudast, der Teufel liegt im Detail. Appunto, das mit tanto che spezzi si rompono i denti, e ci sono in clecce, plecce questo, e loro dicono, ma, e questa è un po' la mente di chi ci si occupa di lingue neolatine. Ma oggi è una neolatins, per dire. Donald Pleita Thais, quanto c'è qui. Buonasera, grazie a Fitch, de grade cuor per l'invito, un grand plaisir per me. Podei vestir tlong quei, dantor tante rugnedes e tante belle poesies, e perché ringrazio proprio de cuor per l'organizzazione, Bettina, Florina, tutto il team che ha messo su, che stanno con tedes, der Poesie, der Literatur. Ja, vielen Dank. Ich werde ein bisschen mit den Sprachen zwischen den Sprachen wechseln, ein bisschen auf Deutsch, im per Ladin. Sì, fitch bel con te Domenic Andri, tassi poesia son quei am conforti. Nous cominciamo con mi poesias e pana dal dojong inanz, con ti poesias fajong la lettura in Scilla. Mi prima poesia al titolo Parolas suttas i molas. Je enchuling, u la que porta, duta la parolas, que n'ania plotelas. Belas suttas jelas, i da stup. Bandantender, che, de guni, ne las mat plut la boccia. Je la liege in Chapartudask. I pon apria Sibel a Domenic de la Lieger, la Traduction. Trockene und nasse Wörter. Ich habe einen Abstellraum, da bringe ich alle Wörter hin, die keine mehr sind. Ganz trocken sind sie und verstaubt. Kein Wunder, wenn niemand sie mehr in den Mund nimmt. Osserlì è la traduzione da Jasper Pult e Claire Hauser Pult che hanno tradotto queste poesie dal ladin in ladin. Grazie, Fitch. Plets süts e blets. E nauns gabuts in jo c'è met tutti ils plets che non sono più sconeia. Sten süts sono e be polvra. S'inclia che non giunno ti spiglia più in bocca. De Graal è per me molto interessante, poter ascoltare su. La traduzione va leider che un po' schaldi da Jing, da una part e da lunch da l'altra part. Irgendwie fühlt es sich weit weg an und doch ganz nah, wenn ich jetzt diese Übersetzung hören darf. Ich fahre mit einem Gedicht fort, das sich mit einem Thema beschäftigt, immer mit Sprache. Und zwar ein Gedicht, das ich in Graz geschrieben habe. Ich habe in Graz Germanistik studiert und das war meine erste Erfahrung in einem Umfeld, das Ladinisch nicht verstanden hat oder in welchem Ladinisch einfach nicht vorgekommen ist im Alltag, wo ich vorwiegend auch Deutsch gesprochen habe, es sei denn, ich habe jetzt mit jemandem aus meiner Heimat telefoniert. Und bei einem Besuch ist dann dieses Gedicht entstanden. Outramonter.
Wenn mich jemand aus der Heimat in Graz besucht, dann reden wir Ladinisch wie eine Geheimsprache. Wir reden über Kash i Kajauter, Dame i Date. Und dann schauen wir in den Ciel und sehen die Niblas. Es sind nicht die gleichen Niblas wie davor, sie sind plulasieras. Waren sie auch davor schon so blanches? Die Dinge scheinen nauter Couleur zu haben, sie sind so pludauging. Es ist alles wie immer, aber ich sehe es dort autramanter. Posso fare un per domandas amo per la poesia delle parole, sutas e molas. Al primo plec ci mi ha fatto enorme piacere dire mollas, perché c'è questo un plec che non dovrebbe, per me è un paese giovanile, se aveva scuola, messo in questo sgabuts, questo plec, e quelle del Cegno Ampro, e questo è stato per me proprio il plec che mi ha attratto. E loro lasciano domandare il terzo verso che dice tutte le parole che non più teles, non sono più teles. Perdono la qualità del plec se non vengono dovrati. Sì, per me le parole che vivono con out, con quelle che ragionano, e quelle per me le parole con quelle che io posso scrivere. E poi le parole che ne vengono più dorvedas, o che io ne trovo più ladin. E poi c'è una Situation de Rujnedes, che se me scheida. Es gibt ein Aufeinandertreffen der Sprachen. Deutsch ist auch sehr präsent, und es gibt viele Wörter, die ich oder die wir aus dem Deutschen nehmen, wo das ladinische Wort dann nicht mehr so oft verwendet wird. Und das ergibt bei mir oft einen Konflikt, denn ich will kein Wort in meinem Gedicht verwenden, das ich in einem Wörterbuch suchen muss. Das ist ja nicht der Sinn eines Gedichts, sondern ich schreibe mit den Wörtern, die ich auch in den Mund nehme, die ich ausspreche. Und so ergibt sich eine Art Diskrepanz im Schreiben, die aber sehr spannend ist. Ja. Ich finde das Bild sehr schön. Die trockenen Wörter, die man nicht mehr verwendet, die außer Gebrauch geraten sind, und die nassen Wörter, die noch im Mund, also es ist wirklich sinnlich fassbar. Das sind die Wörter, die man braucht, die nass werden. Die noch verwendet werden, ja. Und da würde es mich noch interessieren, was dieses Chulin ist. Wir würden die außer Gebrauch geratenen Wörter in die Wörterbücher tun. Was ist das Chulin? Eine Art Abstellraum, also genau, etwas hinstellen, wo es nicht mehr gebraucht wird. Ja. Ein Ort, wo Dinge, genau, wo sie verstauben werden. Aber es gibt eben diese Dynamik, es gibt diesen Wechsel von Wörtern manchmal, und das ist ja an sich nichts Schlimmes, das ist etwas ganz Normales, das einfach passiert, dass sich Sprachen verändern, wenn man sie spricht, und Es sono papavegli in ha quella tendenza da essere triste, curcia plez moren e ne vengono più dovrati, ne moren ma ne vengono più dovrati, e da questo c'è in vliti, ci svanisce dove vart, e per qua ci vengono da c'è vivere in una poesia o in una lingua fitch parente, strus parente, ma lo stesso in paese estero, tra la distanza, fa quel piacere da incontrare. Ma qua ci muda, c'è il plate, non dovrà muda sia natura, qua è ci fa impressione. Questo ci fa venire un po' nostalgico e ci fa un po' in tema, perché il mio tema profondo è quella c'è dovre plate e c'è col tempo non vengono le poesie più inclete. Ci dovre plate ci svaniscono e claro, non va ner questi plezzi, non imprastain del tudasci, questi rimpiazzano als plezzi vels. E allora, tra la mudata culturale e tutta la mudata del mondo,
es müde il vocabolario è la parte più dinamica della lingua. E là es fanno tutti un po' più sers per l'avvenire del romanzo, ma lasciamo qua. Per la seconda poesia, quella da Graz, quella mi piace fich bene quella possibilità di scorrere ladin a Graz e Geheimsprache. Quelle proprio stato un moment scialdi interessant. Ja que la Rogeneda mudam por la maniera de cognitiva permits al Mond. Nicht die Sprache prägt auch das Umfeld. Wenn ich irgendwo bin und Deutsch spreche, dann wirkt dieser Ort anders auf mich, als wenn ich irgendwo bin und eine andere Sprache verwende. Und ich habe Graz einfach Deutsch kennengelernt. Also war diese Stadt für mich in eine gewisse Richtung Deutsch, auch wenn es natürlich andere Sprachen gibt und der Alltag doch auch immer wieder durch mein Studium von mehreren Sprachen durchkreuzt wurde, war es halt hauptsächlich Deutsch. Und dann kam auf einmal dieses Ladinische und die Wolken waren andere Wolken und der Himmel war auch irgendwie anders. Und ich denke, da gibt es auch ganz stark Bilder, die ein gewisses Wort hervorrufen kann. Und wir haben auch darüber schon gesprochen in unseren Begegnungen vor diesem Festival, dass es da wie so ein Prototyp gibt für ein Wort. Vielleicht kennen Sie das, wenn ich sage, par exemple, par ladin, kan ich auch die lang. Lang ou die Baum, par tudask. Kann ich ein paar par valader? Bösch, avisa. Per me kann ich auch die lang, pan in lang da odlas, dann sehe ich einen Nadelbaum, wenn ich dieses Wort lang höre. Und wenn ich Baum höre, dann sehe ich einen Laubbaum. Also so ist das bei mir, das Wort Baum ist rund für mich, oder ich sehe diese Blätter, es hat etwas Rundes an sich und lang hat für mich etwas Großes und Spitzes auch durch diese Nadeln. Also das Bild wird wahrscheinlich einfach geprägt dadurch, dass in Gröden, wo ich wohne, mehr Nadelbäume zu finden sind und dass ich, wenn ich über Bäume spreche, in andere Städte bin, an anderen Orten, wo es halt mehr Laubbäume gibt. Und das sind diese Feinheiten, wo diese Wörter halt geprägt sind und sich ändern und eben auch unseren Bezug zur Umgebung verändern. Und das ist auch spannend und das habe ich versucht mit diesem Gedicht eben sprachlich auch zu reflektieren. Die Dinge sind ja immer noch dieselben, aber wie ich den Dingen begegne, wie ich die Wolken sehe, wie ich mich zurechtfinde in dieser Umgebung, das wird anders. Und das hat für mich auch mit Sprache zu tun. Ja, du sagst auch, sie sind so plus d'argin. E l'anno est già l'anno cesco is d'argin, allora la domanda mia donna è quella subito che qua è da strus, da vagin, da vicino. E allora dove mi dice che non è un subito. Na, die Sprache der Nähe fanno ir più da strus, las cios. Las nuvlas sono altre nuvlas e questa c'è nostra lingua forma nostra percepire forse nostra percezione del mondo in quel segno è marcata la nostra lingua e se tu fai esperienze anche che viers ma Geheimsprache la faccio l'esperienza che die Geheimsprache funziona per me tanto perché ci desiderano gli occhi sarubati. Prima, seconda, con la nostra lingua mastada, dovremmo l'espletare studiare se non c'è geheimnis capire. Ma questo è anche umoristico. Ma ci sono portretti interni del bosco che tu hai detto, questo impressionante, una montagna è un'altra montagna, il cielo è un'altra. E se tu discorri di Sprache der Nähe, la lingua della vicinanza, con i cindi di valada, si loro trasmette al cielo di Graz. È impressionante, il figlio beisco che tu hai masdato le lingue, er mi sai. Le due lingue. Grazie, allora, già inanti. Io leggo la prossima, due poesie. Ja, me crasha saurora,
il saggiaura mi pugnas, sa desfauda mi mans, ma da stira I pensieras, til vent, I taci sua suia. Ich wachse mich hinaus, es öffnen sich meine Fäuste, entfalten sich meine Hände, strecke mich die Gedanken, im Wind hänge ich sie zum Trocknen auf. Zangliaci la prossima per la Dingardaina. Ma uni permets, no manti, ma mancot la poesia, schati mantas dant, mantela zurück. Gi permets, na jeniel me demo coca tlupena steila da mont, lugenta, imageranta, col e fat, I mod autor. Sich mir annähern, lüg nicht. Im Gedicht schon gar nicht. Wenn du es anlügst, lügt es zurück. Sich annähern ist nicht das Gleiche wie ein Edelweiß pflücken. Edel und weiß. Das habe ich getan. Und anderes. Niemand tit la poesia, nós são rosnadekas, da nós estão contadas über Ehrlichkeit im Gedicht. Com esta poesia eu para descrever minha maneira de te permitir que niemand senza angetuntel da bujang da vestir sentieras la poesia é para aquele tema parte. Sì, per me è un tema. Quello che mi percevo ultimamente è la sincerità, il bisogno di guardare flezza, per la poesia, la prosa può essere questa sulle sfifle e tutto, ma in poesia sai quel bisogno di autenticità. Ma osa cosa con la fizione, ti immaginassi tu poesie fictive, o è la fizione in una menzogna? Poesias fictivas, se tu crias sentimentos, se tu não najas a forza nenhuma, se tu crias um setting e descreves durante a poesia, se tu fazes ficção poética. Fürs Quermanzönias. Das wäre für mich fast eine Lüge in dem Moment, weil man das Gefühl im Moment nicht hat. Also vielleicht bin ich... Vortäuschung falscher Gefühle. Ja, ich denke einfach, das Gedicht... Oder wenn ich schreibe, dann lebt das auch stark von einer Spontaneität im Moment. Etwas sehr Starkes, das ich spüre und niederschreibe. Und in diesem Gedicht war es wirklich, dass es etwas Ungesagtes gab. Und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was ist Ehrlichkeit? Ja. Kann ich ehrlich sein? Bin ich in verschiedenen Sprachen anders ehrlich? Sunt pa plus sincera parlading? Oder kann ich auch auf Deutsch ehrlich sein? Oder bin ich ehrlich, wenn ich alles sage? Kann ich alles sagen? Es geht nicht. Also das war eine Frage, die hat mich lange beschäftigt. Und dann ist dieses Gedicht entstanden, weil ich einfach im Gedicht eine Ehrlichkeit finden kann. Mhm. Und dann funktioniert das Gedicht. Ja. Dijasia, Kajangshimi. Maniera de ludai. Samba la Fiktion muss ja western eine Lüge. Also Fiktion ist ja keine Lüge, aber ja, es ist spannend. Ja, genau. Es ist eine Verdad umana e non una Verdad dels fats, dels sentiments. Na, quel che fa tempo è dant mente la zaruk, oggi la dai navo, la manzogna, le scon spiel. E na poesia sco spiel in plage, sco portret, sco spiegel, un spiegel. Mm-hmm. Sì. E il spiel na pos dir manzogna, so. Sì. E la poesia fis in quel senso sco in reflex da quel che tu das sul papere, il
Ist tu dice una manzogna qua impara fich be e sco idea la poesia ci può avere differenti fontane, so, la poesia, se per esempio ci spiglia l'inconsciente, se scrivo se per esempio din sommi, se loro quel sommi e grazie a quella di manzogna, se non fosse male da, se resta manzogna. E quel bisogno di dire anche l'autentico, arrivare anche la guarda flezza, con se stessi, fare il dialogo con la poesia, quello per me è molto serioso e molto importante. Wir bringen Dialog, Lierke. Ich schreibe etwas aus mir heraus, also es entsteht ein Gedicht und das schreibt sich dann wieder zurück zu mir. Also es ist wirklich ein Dialog. Ein Dialog, ja. Viel besser. Il dialogo fu un altro portrait, fu il riflesso, c'è una voce. Ma il dialogo è da più contribuzione, cioè orda la poesia, quella trasforma te e tu trasformi la poesia. E questo da più col spelo, il spelo be discute adesso. Il spelo be mossa la realtà, invece la poesia trasforma la realtà. E il dialogo fu trasformare. Un po', il discorso. Da una porta all'altra. O scecce fu, appunto, la manzogna non ha l'œil ante le poesie. Sai qua insieme, tutti e due, sono d'accordo. I panajel una na poesia. Che ha da fe con i chantons di ecken. Ti chantons ulava i su crutch matter, un po' cagliada. I for curi, cal che fava l'ultim. In die Ecken wollten die Geheimnisse hinlegen, ein bisschen auf einmal, und immer zudecken, was da das Letzte war. Qui mi pare fascinante che tu hai messo quando svizzera qua, ma sa la procedura, sì sta beffari, la procedura e questi plezzi ci sono cernuti, questi sono restati alps e che sono gli squarnati, declarano in un certo senso, mostrano la procedura, che tu hai fatto la poesia. Non è così? Il processo. Il processo, Io ho una fase la che ho scritto troppo Blackout Poetry. La che war wie eine Spielerei, aus einem Text noch einen Text zu machen. Also zwei in einem. Ich habe das dann auch noch so weit gebracht, dass ich aus meinen eigenen Gedichten versucht habe herauszufinden, gibt es da einen Kern oder gibt es eine Art innere Struktur, die ich finden kann. Und bin dann auch so vorgegangen wie hier, dass ich bei meinen eigenen Gedichten Wörter ausgestrichen habe und geschaut habe, was bleiben würde, was auch ein interessanter Prozess war. Und ja, hier finde ich, es ist eine Spielerei mit Sprache. Es ist ja immer ein Auswählen, oder? Das Schreiben ist immer ein Auswählen von Wörtern im Kopf. Und hier ist es halt sehr begrenzt mit einer gewissen Struktur, die vorgegeben ist. Und dann ist die Wahl dementsprechend schwieriger, begrenzter, aber war auch interessant, so etwas zu versuchen. Es ist nicht, also mein Schreiben konzentriert sich nicht auf Poetry, Blackout Poetry Gedichte, aber ich fand es spannend, das mal auszuprobieren, ja. Das Spielerische auch einmal zu, ja, dieses experimentelle Gedicht. Und auch mit einem konkreten Material zu arbeiten, also mit einem schon vorhandenen. Und was war da die Basis, also das, was man nicht sieht? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Text? Also es war ganz anders als das Gedicht jetzt. Ja, du musst nicht alle Geheimnisse verraten, aber es ist interessant. Und findest du, würdest du das auch weitermachen oder so als Nebenprodukt?
ab und ist zu das oder wenn spielerische Element pflegen, also im Gedicht. das Spielen an sich ist sehr wichtig im Schreiben. Oder auch generell im Alltag, wenn man irgendwo ist und einen Zeitungstext hat und einfach gewisse Wörter sieht und diese dann verbindet und es entsteht etwas Neues. Es ist etwas sehr Direktes. Ja. Und dieses spielerische Element kann man einfach immer dabei haben. Und das Schöne am Spiel ist, dass es zweckfrei ist und ohne Ziel. Es ist einfach Spielen um des Spielens willen. Ja. Und das ist auch bei den Gedichten ein bisschen so. Dichten um des Dichtens willen. Finde ich. Meines dort Grazie. Dann darf ich jetzt dich bitten, mit den Gedichten anzufangen. Ja, sehr gerne. Wir haben 2 Blöcke gemacht, weil unsere Gedichte sehr verschieden sind. Und das ist auch schön. Ein Gedicht ohne Titel. Ven col man in quella sfessa e la parade della stuva abbandonata. Tirora befinin una tulipana e da moina ed una terza da quell'era da daint la tablatura da Messemi. Ich stecke die Hand, also war eine Traduktion der Ruth Gantert, die das finde ich bella. Ich stecke die Hand in den Spalt in der Wand der verwaisten Stube, ziehe ganz sacht eine Tulpe heraus, eine zweite und dritte aus dem Beet im Getäfer meines Traums. Also ich liebe dieses Bild mit den Tulpen und mit der Hand, die danach greift, die irgendwie in das Unterbewusstsein hineinkommt, wo die Augen nicht hinsehen, aber es gibt diesen Spalt und es gibt das Vertrauen, dass die Hand Tulpen daraus ziehen kann. Und ich würde dich gerne fragen, also dieser Bezug zum Unterbewusstsein, das in diesem Fall das Gedicht mit einem Traum entstanden ist. Ich hatte einmal das Gefühl, also ich habe ein Gedicht geschrieben und ich habe es dann 10-mal durchlesen müssen, weil ich es einfach irgendwie als fremd empfunden habe und ich wollte mich annähern. Wie ist es denn bei dir, wenn du einen Traum hast und dann ein Gedicht schreibst? Wie fühlt es sich an? Ja, ich notiere dann die Träume so stichwortartig und ja, ich habe auch das Gefühl, es sei authentisch und es sei jemand, also ich weiß nicht, ich kann die Quelle nicht angeben, ich kann das als Quelle nicht zitieren. Darum muss ich das ein bisschen umformulieren und ich habe das mit dem, das Wort Traum, der Ausdruck kommt erst am Schluss. Und ich habe das ein bisschen verwoben, das probiere ich dann schon ein bisschen umzustellen. Aber die Quellenangabe stimmt, es ist ein geträumter Traum. Es ist ein Getäfer meines Traums, das ist eine reine Übertragung von der Stube, die ist getäfert und auf den Traum übertragen. Das ist so ein bisschen Alchemie. Das ist so, ja, es wird dann, aber die Träume notiere ich schon wortgetreu, also erinnerungsgetreu. Und das andere ist die Arbeit. Ja. Aber dieses Bedürfnis nach Ehrlichkeit, das spüre ich auch in diesen, also ich fühle mich dann frei im Gestalten, weil das ist der Traum, ich notiere, ich formuliere etwas Authentisches und es ist nicht gekünstelt oder so. Es kommt aus, ja. Man weiß nicht, woher es kommt, aus dem Unbewussten. Nicht, ja. Aus dem Dunkeln. Das nächste Gedicht ist beruht auf einem Bild, auf einer Fotografie. Il mat sul char sperses bazzegner ci te l'ha dat in man las mastrinas. Un ester ha fatto questa fotografia e dat de regal. Uossa muossa la fotografia il mat sul char con las mastrinas in man. Ci ha tagliato 20 bazzegner.
Der Bub auf dem Wagen, die Übersetzung, das ist eine Rohübersetzung ohne literarischen Anspruch. Der Bub auf dem Wagen neben seinem Großvater, der ihm die Zügel in die Hand gab. Ein Fremder hat diese Aufnahme gemacht. Nun zeigt das Foto den Buben auf dem Wagen mit den Zügeln in der Hand. Wer hat Großvater weggeschnitten? Die nächsten 2 Gedichte sind Reisebilder. Das Reisen spielt eine gewisse Rolle in meinem Leben. Ich bin sehr neugierig auf fremde Länder, aber bis ich dort bin, ist natürlich ein bisschen schwierig. Einmal war ich eingeladen zusammen mit Ruth Bernardi. Wir waren in Litauen. Und ich wundere mich immer noch, wieso ich eingeladen wurde mit meinen kleinen Prosatexten. Auf alle Fälle gelangten wir nach Nida einmal. Nida ist so nahe an der Grenze zu Kaliningrad, zu Königsberg. Und ich fühle mich nahe der Grenze, fühle ich mich wohl. Und Nida ist ein kleines Städtchen. Es hieß Nidden und ist an der kurischen Näherung. Das ist so eine Halbinsel, eine ganz längliche Halbinsel, wo viel Sand ist und Sandstrände, Dünen und wo es schneit, im November schneit, Schnee auf dem Sand. Nida. In aiva gros bilocs sul sablum de la duna pellegrina, suls tios maritims e sulas craistas albas da mes naufragis. Und das ist ein Gedicht, das einen geografischen Namen im Titel trägt. Das ist ein bisschen eine Ausnahme, aber ich wollte das Gedicht richtig verortet haben, weil es auch datierbar ist. Und es war eine Erfahrung. Was ich an diesem Gedicht so mag, ist einfach, dass es diese Kontraste hat, diesen Schnee und diesen Sand und das Warme und das Kalte und auch diese Verortung, wie du sagst, im geografischen Sinne, aber auch im inneren Sinne eine Reflexion über Schiffbruch eigentlich. Und was ich an diesem Gedicht so gut finde, ist, dass die Sprache diese Kontraste auf eine Weise verbindet, die unaufgeregt ist durch diesen sanften Schnee, der darauf fällt. Und ich spüre das Gedicht sehr nahe, es hat mir ganz gut gefallen. Ja, danke, das freut mich. Also das letzte Wort ist abstrakt, das andere ist konkret, so Landschaftselemente und am Schluss kommen das Innere, also das Gefühl, und das andere sind die Außenwelt und die Atmosphäre, die dort herrscht, diese ruhige, dieses sanfte, ruhige vom Schnee auf dem Sand. Das nächste ist ein Gedicht, das ich datiert habe, das ist eine große Ausnahme. Una collana, e la vaidrina di una bottiglia de clinöz in una giassa da mia memoria, una collana filigrana d'argent e d'ombra. Lo reise ti la mette su davanti il spiegel e svolve vers mai con quella grazia tmuccia dels ons ed öls ci san e sorrien. Schi, jent scorregal. Und hier lese ich la traduzione italiana fatta da Walter Rosselli, una collana nella vetrina di una gioielleria, in una viuzza della mia memoria, una collana in filigrana d'argento e d'ombra. L'ora se la mette davanti allo specchio e si volta verso di me con quella grazia timida degli anni e occhi che sanno e sorridono. Sì, grazie per un regalo. Bevor wir jetzt zum letzten Gedicht noch kommen, würde ich gerne darüber sprechen,
La última parola di poesias, also die letzten Wörter, die letzten Zeile der Gedichte sind besonders, da passiert etwas. Also wie gehst du beim Schreiben an diese letzten Worte heran? Wann ist das Gedicht für dich zu Ende? Wenn die letzten Worte gefunden sind. Nein, das ist das Schwierigste. Ich finde es immer das Schwierigste. Der Schluss sollte wie ein Licht auf das Vorangehende werfen und das andere relativieren oder ein besonderes Licht und darum ist das so schwierig und ich behalte oft das Schlüsselwort bis zum Schluss auf und wenn es übersetzt wird, auf Deutsch zum Beispiel, wenn es auf Deutsch übersetzt wird, dann funktioniert das nicht. Das Deutsche kommt mit der Pointe ein bisschen früher. Das hatten wir vorher bei dem Großvater. Ja, also im Deutschen waren die letzten Worte, wer hat Großvater weggeschnitten? Und auf Valado war Großvater das letzte Wort. Ja, da la davventa abbazzegna. Ja, genau. Und ja, das gibt immer viel zu denken und das ist das Schwierigste, schwieriger als der Titel. Der Titel ist auch, der erste Vers, der kommt leichter hervor irgendwie. Der wird, wie Gottfried Benn einmal gesagt hat, oder Paul Valéry, der erste Vers ist ein Geschenk des Himmels und der letzte nein, der letzte ist so ein Abbüßen. Oder? Also bei Una Culana ist es auch ein Geschenk. Ja, das Geschenk ist das letzte. Ja, und das ist auch mehrdeutig und das gefällt mir besonders gut. Ja, ich bin mit diesem Schluss zufrieden. Es ist schön, wenn es und daher ist das Gedicht fertig. Nein, ich behalte das immer bis zum Schluss auf. Es gibt doch. Ja. Der Mond, ja, hier ist auch auf dem anderen Bild vom Vollmond die Sprache. Luna da di, bardul da nuvole nuglia, invlidà in la blauera del di chiara luna, in rabain cesaira. Tagesmond, Knäuel, Nebel und nichts, vergessen in der Bläue des Tags. Sag's, lieber Mond, es wird doch wohl wieder Abend. Ja, das wär's. Bei diesem Gedicht haben wir auch über Überarbeitung gesprochen und auch heute an diesem Nachmittag haben wir gehört, wie qualche escritores ti va permets tenautra maniera. Also es gibt welche, die viel überarbeiten, es gibt andere, die wenig überarbeiten. Ich tendiere dazu, wenig zu überarbeiten und dann haben wir darüber geredet, also über diese meine Angst, dass ich das Gedicht vor lauter Überarbeitung noch verlieren werde. Ja, das ist der und ja, erzähl mal deinen Zugang zu Luna da di. Luna da di, das ist ein Gedicht, das ich fast zu Tode... ja, da habe ich mich die Zähne ausgebissen und am Schluss stand es noch da. Aber es ist schon diese Gefahr, es besteht natürlich die Gefahr, dass man diese Gedichte wenn man zu viel daran arbeitet, dass man dann zu schlechteren Lösungen kommt als am Anfang. Und manchmal kehre ich dann zur ersten Fassung zurück oder zur zweiten. Aber dieses Gedicht war hochgradig gefährdet. Ich bin sehr froh, dass du es geschrieben hast, dennoch, trotz langer Überarbeitungsphase. Aber es hat mir auch gezeigt, dass das Überarbeiten nicht immer schlecht sein muss oder dass mir diese Angst genommen wurde einfach vom... Aber allgemein stimmt das schon, was du sagst, dass man dann zu lange
Und dann, dass man das Gedicht dann verschlimmbessert dass man Und die Stärke daraus nimmt oder es glättet. ja, Und genau. ja, Ja, stromlinienförmiger macht. ja, das, Ja. manchmal ist Ja. dieses Stolpern im Gedicht auch gut und das Spontane ist oft das Starke, so erlebe ich das. Ja. Dann würde ich sagen, grazie Fitch Ma grazie a te. für das Da Gespräch, gra- für da unsere gra- Begegnungen auch im Vorfeld. Ja, das war sehr schön. Hat mir wirklich sehr, sehr viel gegeben. Dankeschön.